Da gehen wir rüber bei en anderen Lisa. Bei Lisa Jacquet wer da is lo iwwer d'Vereinigung Bio Lützeburg kann méi Informationoune ginn, Di wisst de Bio-Ubau hält zo, Konsumatioun vun de Bioprodukte och an dat leest Lisa sich bestimmt lo um Stand vun hinnen bestätchen. Ja, also Camille, ich bin hier Stand von Bio Lützeburg. Mehr genau steht hier bei mir Dani Nösen, direkt von der Vereinigung für Biolandwirtschaft zu Lützeburg. Hat kann uns bestimmt viel mehr zu den Themen sagen. Fangen wir ganz viel an. Bio Lützeburg. Was das ist. Ja, ja, moin erstmal. Ja, das ist schön, dass der hier auf Visit kommt. Sieht bei uns die Vereinigung für Biolandwirtschaft Lützeburg als Vereinigung von den Biobauern. Das heißt, wir vertreten die Interessen von den Biobauern da draußen, aber wir machen auch die Zusatzzertifizierungen für die Biobauern. Das heißt, wir haben die Bio Lützeburg und wir haben den Demeter für Lützeburg, wo die Betriebe, die DK die Charge zusätzlich erfüllen, da beobtragen wir Kontrolle an meiner Notzertifizierung. Das heißt, das geht dann über den EU-Bio raus, aber die Vereinigung ist grundsätzlich für alle EU-Bio-Betriebe offen. Das heißt, Zertifizierung ist das wie, ich weiß nicht, eine Medaille, die ein Betrieb auch kriegt, von sich und die Sachen hält. Nee, das ist ja so, dass Bioprodukte schon die Produkte sind, die am meisten kontrolliert gehen, nämlich einmal am Jahr komplett, also all Betrieb, also auch an Verarbeitung geht da dran. Wir haben noch Verarbeitungsbetriebe, die bei uns Member sind. An die gehen dann nur speziellen Kriterien weiter kontrolliert. An Dono die Zertifikate machen, stellen wir dann zusätzlich aus. Und das muss eben einmal am Jahr gemäht gehen. Wenn ihr ein Biologo will, dann geht das nicht ohne eine Zertifizierung. Kamil hat für Druscher gesagt, also Bio ist ja etwas, was immer mehr abkommt. Leute konsumieren nicht mehr. Seht ihr das auch? Ja, also wir merken, dass viel mehr Leute sensibilisiert sind und sich viel mehr Gedanken über Ernährung machen. Ernährung ist immens wichtig. An Landwirtschaft, an Ernährung gehört absolut zusammen. An am Biolandbau probieren wir ja eben, dass wir so naturnah wie möglich produzieren. Das heißt, als natürliche Ressourcen nicht verbrauchen, sondern sogar abbauen, zum Beispiel am Kader von der Bodenfruchtpaket, die wird fruchtvollig gewährleistet wird, dann dass deren Zuhl auch zur Größe vom Haft passt, dass man wirklich eine flächengebundene Landwirtschaft tun. Alles Kriterien, die auch als Ressourcen wie der Boden, an auch Wasser immens schützen. Das heißt, mit der Konsumation von einem Bioprodukt meine ich automatisch auch etwas für als Natur, für als Umwelt. Damit bleibt alles etwas mehr gesund, noch Handen raus. Und wenn wir gucken, was für Herausforderungen für uns stehen, noch am Kader von Biodiversität, Klimawandel, müssen wir als insgesamt einschränken oder ändern an unseren Gewohnheiten, auch was Ernährung anbelangt. Da geht Bio als eine von den nachhaltigsten Formen von Landwirtschaft, die wir halt am Moment haben. Und dafür ist das für uns eben kruzial wichtig, Leute zu erklären, was ist Biolandwirtschaft, wie funktioniert es, wie schaffen Bauern, aber auch, dass auch, wenn ein Bioprodukt kauft, dann wissen auch, wann es verschafft ist, dass auch in Cahier des Charges bis zum verschafften Produkt angehalten geht, wo zum Beispiel gar nicht so viele Zusatzstoffe drankommen, es sind nämlich 50 Zusatzstoffe an Bioprodukten erlaubt. Am normalen Lebensmittelhandel sind über 300 erlaubt. Das ist schon ein ganz großer Unterschied. Also Bioprodukte sind auch mehr naturbelassen, nicht so verschafft wie andere Produkte. Ja, das sind so Sachen, die wir als Konsumenten einfach wesentlich mehr matt kriegen, natürlich. Als das da von den Bauern ist einfach für zu sagen, okay, ich will eigentlich nur gerne Bio machen. Das ist immer so eng sagt, da muss man sich selber mal auseinandersetzen, wo stehe ich als Betrieb, an was will ich machen, wo will ich hingehen. Ich denke, wenn man sich mit der Sache auseinandersetzt und nicht will, dann ist das eigentlich auch kein Problem für den Betrieb auch umzustellen auf Bio. Das ist eben immer, wo bin ich mit meinem Betrieb, wo stehe ich, aber für an die Richtung zu gehen, dass man eben mehr flächengebunden deren Haltung, mehr auch Diversität im Betrieb. Das heißt, ich muss ja dann nicht nur auf Produktionszweig konzentriert sein. Ich kann mich ja mehr breit aufstellen, sind ich auch etwas mehr sicher an meinem Abkommen her nur. An Domat bringen ich Vielfalt ran. Ich kann vielleicht auch Arbeitskräfte erstellen am Betrieb, also sprich die ganzen auch sozialen Bereiche, die Domat dran spielt. Kann eine große Rolle spielen. Und da sehe ich auch viele Chancen für Betriebe auch hier zu Lützeburg. Ja, ich meine, wir haben da just angeschaut, für sich ein bisschen mehr breit aufzustellen. Ich meine, hier auf ihrem Stand steht ein Betrieb, den du eigentlich ein von den guten Beispielen hast. Ja, wir haben also dieses Jahr auch auf der Frau Agricole nicht nur, dass wir wollen, über Bio informieren, sondern auch, das heißt, Membersbetriebe die Möglichkeit haben, hier Produkte auch hier zu verkaufen, weil hier ist der Kontakt zum Konsumenten.
Das heißt auch, der Konsument kann direkt auch Kontakt mit dem Bauer. Und wir haben eben auch einen Betrieb, die auch Bio-Lützeburg zertifiziert sind. An eben mit der Mustardproduktion angefangen haben, an die eben halt da sind. Nur sind andere Betriebe noch hier, das ist mir so als Wirsel, bieten wir das für als Membren an. Und das ist dann immens flott, weil dann kann ihn auf der einen Seite können Konsumenten direkt mit Bauer schwätzen, den etwas produziert, und sich gleichzeitig informieren, was das der Erbicht, was nicht Biolandwirtschaft, den gesamten Kontext dazu. Dazu vielleicht noch kurz, wir haben auch immer als Agrikultur, die wir viermal am Jahr auch herausgehen, wo wir eben auch Betriebe vorstellen und wo wir erklären, wo wir heute zu Lützeburg mit dem Biolandbau stehen. Okay. Auch ganz interessant bei euch, muss ich sagen, ich habe hier einen flotten Betrieb, da kommt scheinbar Elisabeth Miller, steuern einen Kurs, also heute seid ihr noch gut, Familienbetrieb, die Jungen, die fängt noch schon mit an, zu helfen, zu verkaufen. Biomuster, aber das ist aber nicht alles. Nee, moin, wir sind ein Biobetrieb, den Fleisch verkauft, also Biofleisch schon mal, Bio-Eier und dann noch andere Produkte, und aber auch dann als Biomuster. Okay, Biomuster, verschiedene Zuchten, gesehen ich schon mal heute, Leute schmecken ganz fleißig, aber du stellst mich da auch an, wie kann ich empfehlen? Ich meine, da musst du selber gucken, was gut ist. Jeder hat sehr gut. Es gibt 3 Zuchten, also wir haben den Kischemustard, den Kreidermustard und den Schafemustard. Und das ist wirklich ganz unterschiedlich, was sie gerne haben. Das Wichtigste ist, dass man keinen Zucker dran machen, das ist für uns das Allerwichtigste. Die wirklich schüss natürliche Produkte dran, ohne Zusatzstoffe, das ist rein durch die ätherische Öle aus dem Mustard haltbar. Okay, also wirklich ganz natürliches Produkt, ohne Zuckerzusatz, natürlich auch dann hier am Bio befindet. Ich lasse nicht bei der Erklärung, gebe ich so. Ich gebe aber trotzdem heute testen. Ich probiere mich Schafenmuster dann. Komm, wir testen das mal. Wen ist die Schafe? Nicht, dass ich heute die falschen erwischen. Wie schwer ist denn dann? Überlebe nicht. Ja? Oh, das ist schon ein bisschen scharf. Ah ja. Ja, ich hänge dann demnächst mal kreischen. Boah, okay, sieht top. Also, nee, das ist alles tipptopp. Gut, entschuldigt mich. Ich aber so auch noch flott Sachen, wenn der Haianker will gucken mit der Kamera vielleicht. Haie flotte Kanner-Atelier, Kanner können hier selber pflanzen, sind alle ultra motiviert. Da können sie verschiedene Wildpflanzen pflanzen. Ja, genau. Das ist ja von der Sikona ein Projekt für Wildpflanzen hier am Land selber not zu zielen. An mir und also an dem Projekt beteiligt, weil auch Biobetriebe die Vermehrung von dem Wild so machen. Und das heißt so flott, das Kanner können selber. Sie können selber pflanzen, sie können Mathemen holen, können daheim abzielen, aber weitermachen. Da das eben auch gut für die Biodiversität, das selbst für die Insekten für die Bienen, für die Piperlecken und so weiter. Und dummer, wichtig ist ja auch, da sind auch die Kanner direkt motiviert, sich dummer zu beschäftigen. Und immer, wenn sie selber etwas können, mal mit ihren eigenen Händen, das ist immer das Allerbeste. Ja, definitiv. Kann er sich nicht mehr begeistert, wenn sie können. Ob es mal für alle am Boden tribbeln, mehr geht es bald nicht. Mal gut. Dann gebe ich so, ich gehe zurück an das Studio. Ich mache mich gemütlich bei der Wildpflanze. Ich meine, wir pflanzen mit auch pur für mit heimzuholen. Sie sind noch groß Kant. Merci Lisa. Was lernen wir daraus? Ein RWE TV-Reporter ist kein Schafe mustert während einer Intervention. Das brauchen wir nur ein Liter Wasser. Lust hat das gut schmecken. Und all Respekt für den Danny Seirak, den hat wunderbar gepasst an diese sommerliche Samstag an hier in Dekor von der Biovereinigung Lützeburg.